ich würde sagen, wir schauen doch direkt rein. Ich bringe meinem Hund Minecraft-Spielen bei. Experiment. Das tönt nach einem Video, nach meinem Geschmack. Da schauen wir rein, let's go. Das ist Mai. Am 21. November 2020 Ui, so ein Feini. erschien auf meinem Kanal das Video Ich bringe meinem Hund Sprechen bei. Ein Chat, ich habe auch noch Hund. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Chili ist schon sehr, sehr alte Dame. Blende jetzt hier ein Bild ein. Nein, Chili ist also eine sehr alte Dame. Die ist jetzt 13 geworden. Also nicht so jung wie der Hund, wie die Mai vom Tomary wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob ich das ihr beibringen kann. Wir schauen jetzt rein. Minecraft spielen wird ein bisschen schwierig. Experiment. Essen. Geil. Irgendwann wird dieses Geräusch damit verknüpfen, dass sie jetzt was zu essen kriegt. Gut gemacht! Sie kann sprechen. Real Talk Chat, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich die Buttons so kaufe, um dann das mit der Chili auszuprobieren. Weil ich auf TikTok so die Videos gesehen von ein paar Hundehaltern, die ihre Hunde auf das trainiert haben. Und das ist so geil, wenn die Hund mit dir reden kann. Crazy. Ja, wohin soll ich schauen, Mai? Sophie. Zu Sophie? Sophie. Ich finde das super geil. Okay, ich schau mal nach der Sophie. Was mit mir? Thomas. Du hast Angst? Wovor hast du Angst? Sophie. Knöpfe zu drücken. Thomas Angst Sophie. Ah ja. Um uns das mitzuteilen, was sie möchte, hat die Mai schon drauf. Mit diesem Plan gehen wir aber noch einen guten Schritt aber weiter. geil. Ist es Geil, möglich, geil. dass ein Hund ein Videospiel spielt? Kann die Mai Minecraft spielen? Und was würde sie machen oder sogar bauen, wenn man sie dabei alleine lassen würde? Dieses Video wird unterstützt von mir selber. In der Aber das finde ich schon ein krasser Gedanke, dem Hund etwas Spielen beizubringen. Also wie sollte das... Also wenn ich meinen Hund so denke, ich sage es ganz ehrlich, mein Hund ist super, Chili ist super, aber sie ist schon einfach nicht die gescheitste. Sie ist schon einfach nicht die gescheitste. Minecraft hauptsächlich durch 8 Eingaben. AWSD für Bewegung, Leertaste zum Springen, Shift zum Sprinten, Steuerung zum Ducken, Linksklick zum Zerstören von Blöcken und Rechtsklick zum Setzen von Blöcken. E fürs Inventar, die Mausbewegung zum Zielen und T für den Chat. Aber warum auch immer, haben die Entwickler von Das ist schon viel zu viel. Schon viel zu viel für einen Hund. Tiere passen sich einfach den Besitzer an, oder? Ja. Also raw, also das liebe ich jetzt persönlich hier, da innen, da Herz, Mann. Minecraft auch im Jahre 2021 Minecraft noch nicht hundegerecht gemacht. Also müssen wir da jetzt ran. Der YouTuber Liam Thompson hat auf diesem Gebiet tatsächlich schon einige Pionierarbeit geleistet für hundefreundliche Tastaturen. Allerdings nur mit 2 Tasten, einer fürs Hauen und einer fürs Vorwärtsgehen, womit die Mai niemals selbst craften oder bauen lernen könnte. Hey, so ein süßer Hund. Ui, so ein Feini. Was ist das für eine Rasse, Chat? Wisst ihr das? Direkt morgen kaufen. Deswegen habe ich zusammen mit Sophie über Wochen hinweg einen ausgeklügelten Masterplan erstellt. Einen Masterplan, der nicht nur die haptischen Limitierungen von Hunden, sondern auch ihr einzigartiges Lernverhalten berücksichtigt und die Steuerung von Minecraft komplett auf den Kopf stellt. Als erstes werfen wir aus unseren Eingaben alles raus, was nicht unbedingt gebraucht wird. Links, rechts und rückwärts bewegen fliegt direkt raus. Sprinten und ducken auch. Und auch auf den Chat, glaube ich. Das habe ich schon gedacht. Ich habe schon gedacht, dass sie alles rausschmeißen, was es nicht braucht. Es braucht sicher Blöcke abbauen, Blöcke setzen, vorwärts laufen. Das ist, glaube ich, das ist das Wichtigste. Kann die Mai gut verzichten, oder? Ui, so ein Feini. So herziger Hund. Bleiben nur noch W, Leertaste, Rechtsklick, Linksklick, E und 4 Buttons, um die Maus nach oben, links, rechts und unten zu bewegen. Okay, Thomas übertreibt es ein bisschen. Da ich denke, dass eine normale Maus generell nicht hundefreundlich ist. Was viele vielleicht nicht wissen. Oh, ich liebe Hunde. Also ich muss ja sagen, ich habe Felix und ja Chili. Ich bin eigentlich ein Hund- und Katzenmensch, aber Hunde sind schon so herzig, Digga. Vor allem kannst du denen so viel beibringen, das ist unglaublich. Ist, dass man bei fast jeder Tastatur die einzelnen Tasten herausnehmen kann, Ja, bei den Türen, ja. bis am Ende nur noch die über sind, die man braucht. Diese kleinen Tasten hier sind nämlich ziemlich gut auf unsere Menschenfinger hier ausgelegt, aber eine Hundepfote braucht viel mehr Platz. Unser Pionier Liam Thompson hat ja einfach nur Kärtchen auf die verbleibenden Tasten geklebt, aber wir gehen auch hier noch einen Schritt weiter. Diese Tasten hier sind nämlich über einen gewissen Steckmechanismus in der Tastatur verankert und genau diesen Steckmechanismus werde ich jetzt dreidimensional nachmodellieren Oha. und eine Druckfläche drauf anbringen. Digga, absoluter Pfeifhead. Ich muss sagen, ich würde mega gerne 3D modellieren und das dann 3D drucken. Ich glaube, da muss ich irgendwann mal noch mir das selber beibringen. Oder vielleicht macht ja Thomas, lieber Thomas, macht vielleicht einen Kurs, einen eigenen 3D-Druckkurs, wo er auch zeigt, wie man modellieren. Ich sehe, er braucht wahrscheinlich Cinema 4D, bin mir nicht ganz sicher. Und dann wäre das sehr, sehr nice. Sieht jetzt genau so aus, ihr habt es erraten, das Teil geht jetzt in den 3D-Drucker.
Oder das Problem wäre, beim Modellieren, ich habe ja auch schon modelliert, beziehungsweise 3D-mässig gearbeitet. Das Problem ist bei mir nicht das Visuelle, das Problem ist, dass es dann auch wirklich funktioniert, dass jede Maßeinheit stimmt und so. Schon nur ein 3D-Drucker. Das sieht geil aus. True, ja. Das sieht richtig geil aus. Das sieht wirklich geil aus, Digga. Imagine, du hast einen 3D-Drucker, Digga. Jetzt die Frage natürlich, können wir diese neuen Buttons draufsetzen? Vom Prinzip her sieht das nämlich sogar relativ gleich aus. Ja, das ist ziemlich gut geworden hier, das ist mir gut gelungen. Das Setup steht. Ein großer Monitor und eine speziell modifizierte Tastatur. Hier soll ein So einer kostet nur 200, Digga. Kauf mal einen für 200. Also, ja. Und Minecraft lernen. Jetzt kümmern wir uns um Minecraft. Die meisten Funktionen sind sehr schnell umgestellt, aber die Mausbewegung auf Tastendruck muss erstmal geskriptet werden. Also in der Theorie Digga, so eine wie sollte das jetzt funktionieren? Ich kann jetzt hier mit W einfach gehen. Das ist einfach, das ist ein großer Button. Dann kann ich hier, und das ist das Wildeste, mit diesen Pfeilen hier die Maus bewegen. Das ist jetzt nicht so weich, das ist immer abgehakt pro Knopfdruck, man kann allerdings auch draufbleiben. Man kann jetzt, glaube ich, nicht 2 Sachen gleichzeitig drücken, man kann immer nur in eine Richtung gehen. Aber ich kann jetzt mal zu so einem Schwein rübergehen. Und dann mit der Taste kann ich's hauen. Ha! Easy. Craften kann man über E, geht auch so wieder weg. Hier bewegt man die Maus genauso mit den gleichen Buttons. Fivehead, Digga. Er hat einfach Minecraft umprogrammiert. Notch 2.0, Digga. Ein bisschen experimentell, kann man jetzt hier reinsetzen, hier Holzplanken draus machen und zack. Springen muss man allerdings nicht. Ich habe das nämlich auf automatisch Springen eingestellt. Das geht in Minecraft, das nervt mich, ja. aber das wird der Mai auf jeden Fall weiterhelfen. Boah, der schöne Sonnenuntergang, richtig geil. Und habe das, also diesen Button für Springen, einfach ersetzt durch Scrollen. Ja, durch Scrollrad. Man kann jetzt hier einfach durchwechseln, indem man hier... Digga, aber wenn der Hund das checkt, dann gehört der Hund einfach in ein Museum. Also das ist ja viel zu schwierig. diesen Button drückt. Das ist alles, was man braucht, um Minecraft zu spielen. Ja, gut. Man will direkt an den Laptop ran. Ihr denkt sich, hä? Ich brauch das nicht, ich kann das auch so. Okay. Geh mal rückwärts. Hätte jetzt voll drauf, oh mein Gott. Also Das ist nicht rückwärts, das ist. runter, guck. Genau. Ja. Null. Nein, auf W macht man das. Guck mal, ein W. Geh mal da. Auf W. Vorwärts. Fein. Digga, ist der Hund jetzt verschrocken? Aber man sieht schon, der Hund, der weiss das Drücken, wo der Thomas vorhin gemacht hat mit dem Button, das hat er schon verinnerlicht. Der ist schon 10 Jahre weiter als mein Hund. Ah, der Hure verschrocken. Mein Gott, sie ist richtig erschrocken, weil sich was bewegt. Aber das ist gut, weil sie erkennt. Das ist schon mal, das ist ein richtig guter Ah, der Imagine, die Hund checkt, auf einen Bildschirm zu schauen, das könnte... Step. Ist okay. Komm, hochschauen. Ja, gut gemacht. Komm noch mal hochschauen. Ja, fein, hochschauen. Da, hochschauen. Digga, wieso hat die so Schiss? Moiti. Das ist nur Minecraft. Vorwärts. Gut. Hier, das macht sie so toll. Ui, klasse. Die Freundin fühlt so Angst, Digga. Boah, wir könnten gleich mal probieren, ob das Schwein haut. Aber das wird schwierig. Die will das Schwein nicht hauen. Oh mein Gott, bist du ein Vegetarierhund? Ich glaub nicht. Nein? Ja, gut gemacht. Ja, weißt du, der Hund checkt auch. Absolut gar nicht. Sie Uhr ausrasten, der Hund denkt so, Digga, aber nur mein Leckerli, so sieht's aus. Eingeschlagen. Hund. Nein, bau mal den Baum ab. Ja, gut, das ist fein. Oh mein Gott. Klasse, fein gemacht. stark. Geh mal ein Loch buddeln. Ja, oi, so gut. Tolles Loch. Komm mal dein Loch weiter. Als ob. Zieh mir rein ins Loch. Digga, die hat einfach die Evolution dribbelt. Haha. So, wir haben dann mal jetzt die Angst genommen vor dem Teil. Jetzt müssen wir allerdings noch stumpf jeden einzelnen Befehl lernen, damit ihr den noch zuordnen kann. Und das wird jetzt erstmal ganz lang dauern. Ja, Fein. gut. Klasse. Hui. Super laufen. Oha. Hey, Schaf, mein Schaf. Digga, das ist wirklich Einstein-Hund. Und die Welt erkunden. Mal ist auf der Suche nach einem Platz, wo sie ein Haus bauen kann. Alter, schon nur, also ich sag so wie es ist, schon nur die Pfoten irgendwo drauf halten. Ich könnte es nicht mit Chili, ich könnte es einfach nicht. Mal, kannst du schwimmen? Mal. Mal, kannst du schwimmen? Wir haben jetzt Tag 3 und mittlerweile kann die Mai auf Befehl jedes Kommando ausführen. Mai, lauf. Pfeifhund! Bro, das kannst du mir nicht erzählen. Gott verdamm mich. Und belohnen sie dafür. Fein, Mai. Super. Digga, das kannst du mir nicht erzählen. Also das ist...
Mein Hund nicht in 10 Jahren, Digga. Niemals! Und ähnlich wie man zum Beispiel sagt, hol's Stöckchen und der Hund dann losgeht und ein konkretes Objekt sucht, vielleicht sogar in einem anderen Raum, hat sie das an Tag 5 mit Minecraft verknüpft. Digga, mein Hund wüsste nicht mal was holen. Ich kann nicht mal apportieren mit meinem Hund. Wenn ich meinem Hund etwas schiesse, die checkt nicht mal, dass ich das wieder hole. Wenn man jetzt also sagt, Mai, Holzbäumchen. Fein. Digga, der will mich doch verarschen. Fein, Mai. Super. Digga. Tag 7. Je mehr wir Mai alleine lassen, desto mehr verselbstständigt sich ihr Verhalten. Was am spannendsten ist, dass sie das Spiel nicht so spielt, wie ein Mensch das spielen würde, bei dem ja Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn man Holz findet, Ressourcen sammelt, eine neue Landschaft findet, in der man sich ein Lager aufbauen kann. Im Gegensatz dazu hat ein Hund scheinbar ganz andere Ziele. Mai zum Beispiel buddelt Löcher. Digga, der Hund macht echt das, was er recht damit machen. Wir haben jetzt Tag 14 des Experiments und mittlerweile zerstört Mai nicht nur Blöcke, sondern baut auch erste eigene Strukturen. Digga, also. Hat sie gerade gelernt, Werkzeuge zu machen? Tag 9. Nee, sorry, aber da bin ich tot. Nee, Digga, da bin ich tot, Digga. Nee, also, Chat, das könnt ihr mir nicht, nicht erzählen. Oha, aber ich habe das Gefühl, das funktioniert nur mit einem jungen Hund. Ich habe das Gefühl, mit einem jungen Hund funktioniert es wahrscheinlich ein bisschen besser als mit einem älteren. Also ich meine, eben, meine ist 13, ich glaube, die würde es nicht mehr so herbringen. Aber Digga. 19. Mai entdeckt das Feuer. Wir sind aktuell kurz davor, dieses Experiment Evolution durchgespielt. abzubrechen, einfach weil es echt beängstigend ist und wir uns nicht sicher sind, ob das gesund für ihre Psyche ist. Ich meine, sie hat heute Morgen einen Hund gezähmt. Ich habe gestern Abend vergessen, den PC Also Real Talk, ich habe das Gefühl, das ist jetzt Verarschung, oder? Ich habe das Gefühl, das ist Verarschung. auszumachen und habe dann heute Morgen die Mai dabei erwischt, wie sie wieder was gebaut hat. Ich habe mich am Anfang echt noch Digga, als ob das stimmt. gefragt, ob das irgendwie zufällig ist, was sie da baut oder ob das irgendeine Struktur hat. Aber Aber ist das Video am 1. April rausgekommen? Ja, das Video ist am 1. April rausgekommen. mittlerweile werde ich das Gefühl nicht los, als hätte die Mai ein Gefühl für Ästhetik. Digga. Ich hab's mir einfach geglaubt. Ich hab's mir einfach geglaubt. Das ist krass, Alter. Habt ihr mir das wirklich geglaubt? Heute ist 1. April, der Frühaufsteher. Und So wie so eine Tommy. Also, nee. warum habe ich eigentlich eine Männerstimme? Schreibt gerne mal in die Kommentare, wann euch bewusst geworden ist, dass ich euch trolle. Digga, ich schwöre, ich hab alles geglaubt. Wahrscheinlich schon beim Tante, ja moin. Mai kann natürlich nicht Minecraft spielen, also ihr nach Kommando nacheinander verschiedene Aktionen ausführen zu lassen. Das wird natürlich funktionieren. Und damit hat sie auch da, wo Liam Thompson aufgehört hat, nochmal ordentlich ein Stück draufgelegt und Pionierarbeit geleistet. Mai ist dahin gegangen, wo noch Digga, also ey, ich liebe einfach Hopson. Also, ich schwöre, ich hasse bis. Warte mal. Also hier alles geglaubt. Cam glaubt es auch absolut. geschüttet werden, wenn man findet, der Spiel buddelt Löcher. Safe, das würde ich glauben, Digga. Warum auch nicht? Touren. Oh, das! Warum nicht? Ich hätte es voll geglaubt. Hat sich Okay, hier habe ich nicht gedacht, Digga, das ist recht krass, aber auch immer noch möglich, keine Ahnung. Hat sie gerade gelernt, Werkzeuge zu machen? Tag 19. Mai entdeckt das Feuer. Wir sind aktuell kurz davor, dieses Experiment abzubrechen, einfach Ja, und hier ist es ein bisschen extrem geworden. weil es echt Aber Digga, bestes 1. April-Video, das ich jemals gesehen habe, Digga. Das ist wirklich, Bro, ich bin so hart drauf reingefallen. Also wirklich, sehr, sehr geiles Video. Sehr, sehr geilster April-Scherz. Ich hätte einfach gedacht, Digga, das geht. Ich meine, warum auch nicht? Das ist creative, der April-Scherz. Digga, der April-Scherz ist Pfeifett. Kuss an Tom Mary, Mann. Shit. Ich habe einfach alles geglaubt, Digga. Aber sehr, sehr geiles Video. Sehr, sehr geil.